4. März 1945. Letzte Nacht habe ich von ihr geträumt. Warme, braune Augen, Stupsnase, weiche Lippen. Schon ihr Name ist wunderbar. Katerina Grigorewna. Ich war mehr als erstaunt, als ich in Budapest feststellen musste, dass sie die Spionin war, die wir suchten. Ihre Schönheit, ihr schlankes und zerbrechliches Wesen nahmen mich auf den ersten Blick gefangen. Ich spürte, dass auch ich ihr nicht ganz gleichgültig war. Später, als ich aus irgendeinem Grund ihre Hand in meiner hielt, spürte ich ein unerklärliches, angenehmes Kribbeln in meinem Bauch. Wir standen uns einfach still gegenüber, suchten verlegen nach Worten, die den immer gespannter werdenden Augenblick hätten brechen können. Als Katja mit niedergeschlagenen Augen sanft ihre Hand zurückzog, glaubte ich, den Moment, sie zu küssen, für immer versäumt zu haben. Sie hat sich zum Sanitätsdienst bei den Truppen von Marschall Tolbuchin gemeldet und wartet nun hier bei meiner Kompanie auf ihren Dienstantritt. Ich traue mich nicht, sie zu treffen. Ich habe Angst vor meinen Gefühlen für sie. Ich habe Angst, dass ich sie nach der Trennung nie mehr wiedersehen werde. Okay, Leute. Operation Konrad. Ja, pass auf. Was gibt's Neues? Der T-3485. Ja, ist der besser, oder wie? Ach so. Der hat ein größeres Rohr schon. Schaden 85. Und eine bessere Panzerung. Den könnte man eigentlich gönnen, oder? Ja, pass auf, der Kleine. Brauche ich den noch. Mobile Artillerie. 20 Schuss. Die hat 40 gegeben. Und den gleichen Schaden. Die ist gerade nicht so schnell. Ja gut, ich werde schon passen, oder? Okay, sagt er. Слушаюсь. MP-Schützen, Задание antreten. ясно. Пошли, вперед! Да, товарищ, шевелись! Я жду указаний! Pass auf, oh, Товарищ, und los. шевелись! Unterbeschuss! Ja, des Wahnsinns. Ich bin bereit! Ja, das 90 sind nur. Здесь, товарищ командир! Neues Missionsziel. Verteidigen Sie das Dorf. Und die Kirche. Oh Gott, das auch noch. Ein neuer Befehl ist fällig. Ja, das Panzer. Omido. Motor an! Verteidigen. Здесь, товарищ командир. Что делать, командир? Meine Orgel auf die 4. Каков приказ? Давай! Я готов. Er auf die 5 und die Hamperer auf die 6. Я жду команды. Nicht das. Да. Die kennt ich gleich mal. Все в порядке. Umschicken. Да. Слушаюсь, товарищ командир. Слушаюсь. Und da sind die Töter. Каков приказ? Ясно. Когда? Что? Pass auf, Artillerie. Da 4. Вперед! Okay, das Panzer, wie schaut denn aus? Der Feind schon da. Ja, pass auf, jetzt muss ich erstmal verteidigen gehen. Und dann muss ich mit den alliierten Kräften noch schließen. Ja, sie schirm. Volle Freude. Вижу врага! Ja, da, hä? Укрытие! Ja, wer ist da? Слушаюсь. Под Oh, oh обстрелом! Gott. Вперед!
Deine Töter! Под Deckung! обстрелом! Вперед! Feuer frei! Ja, Ladies, holt sie mich drauf da! Habt nicht braun, gesehen nur! Я ранен, Господи, ранен! Attacke! Каков приказ? Давай! Ja, Mann, fahr mit um mich! Под обстрелом! Что делать, командир? Мы под прицелом! Alle hier? Schon, oder? Я слышу! Мы под прицелом! Aber, wir schießen da! Здесь, товарищ командир! Там впереди едет что-то! Vorsicht, da ist der nächste! Что приказано? Под обстрелом! Двигай! Начали! Ja, Kumpel, an die Front! На нас напали! Vorbei! Kurz und klar geschossen! Там впереди кто-то есть! На нас напали! Я Ja, ранен! da kommen da hergerochen! Бог! Они ранили меня! По нас стрелять! Мы под прицелом! Ja, Bumm, schafft es die! So, oder? Мы потеряли много крови. Мы под прицелом! Feuer frei! Leider war nicht! Alter! Schauen Sie da! Den Feind Die verstecken sich, oder ausschalten! wie? Мы под обстрелом! Слушаюсь! Пошли вперед! Начали! Мы под прицелом! Entdeckung! Meine Männer sind ausgezeichnete Soldaten. Мы под обстрелом! Ja, wir schießen da schon wieder! Я ранен! Мой бог! Ja, der Popmeimer! Они ранили меня! Там Dieser впереди Schrottkübel. едет что-то! Мы под огнем! Мы под огнем! Jawohl! Mir geht gleich die Munition aus! Was sagt er? Munitionsmangel? Bei wem? Ein neuer Befehl ist fällig. Scheiße! Der IS-2G mit einem 28 Schuss. Когда? Я слушаю. Порядок. Готов. Pass auf, Munition! Antreten! Есть. Und jetzt muss ich, was sagt denn? Ja, darf ich. Zu den alliierten Truppen. Scheiße, die sitzen da. Ja, Mann, das ist der Ernst. Oder möchte der Dorfi? Я жду команды. Ja, Mann, wie schaut denn aus? Нормально. Целись! Bewegt euch hier rüber. Что? Пошли вперед! Pass auf, meine Orgel. Что делать, Der war товарищ auch dritten. командир? Теперь давай! Я слушаю. Я жду команды. Meine Bazooka-Schützen. Когда? Außer du. Каков приказ? Давай, шевелись! Ja, das ist gerade die Frage, wohin? Jetzt sagt zumindest Domi, gell? Ja gut, wobei, so weit ist das nicht, gell? Geht schon. Когда? Слушаюсь, товарищ командир. Sind alle fit, oder wie? Что делать? Командир? Да? Начали!
Freunde, Schirm ist so gesagt. Das hält mich fit. Jetzt kann ich theoretisch jetzt einmal speichern. Dann bin ich schon mal auf der sicheren Seite. Und dann werde ich wahrscheinlich. Ja. Ich schau mal in der Hütte gehen. Da hat die blaue Markierung. Fahren wir. Freunde, Abfahrt. Что делать, командир? Давай! Ja, hier du, ha? Der fährt wieder seine Umwege, gell? Что делать, товарищ командир? Что приказано? Okay, sagt er. Noch mit den da. Und dann fahren wir durch die Prärie, oder? Da die sagen. Der kürzeste Weg. Ja, pass auf, fahr mich da her. Motor an! Jetzt hoffe ich doch, da ist kein Minenfeld oder so. Da muss ich doch den Umweg nehmen. Denk das, ein bisschen brennen heute machen wir auch. Okay. И давай! Вперед! Пошел! Я слушаю. Давай, шевелись! Ja Mann, steht da nix so. Fahren wir. Oh, was ist denn da los? Я ранен! Господи, я ранен! Was sagt er? Der Feind? Werde ich beschossen? Nicht, oder? Die trauen sie sich gar nicht. Начали! Давай! И давай! Ladies, nochmal speichern. Okay. Jetzt gimme. Ja, die schauen ein bisschen schrottreif aus. Los geht's. Ladies, wie schaut denn aus da rum? Kind ist Unterstützung brauchen. Hauptmann Alexander Wladimirov, ich bringe die Verstärkung. Alexander? Hey, ich habe dich schon erwartet. Du berühmter Held, du. Die gefürchtete Lerche. Ivan? Sowas. Wie kommst du denn hierher? Sie kennen sich? Aber natürlich. Wir sind zusammen aufgewachsen, waren zusammen in der Schule und haben denselben Mädchen nachgestellt. Aber wer sind Sie, gnädigste? Katerina Grigorjewna, Genosse Hauptmann. Ich habe mich als Sanitäter zum Frontdienst gemeldet. Wie ich sehe, hat sich dein Geschmack nicht geändert. Nicht doch. Nun hör schon auf. Nun gut, kommen wir also zum Thema. Laut unseren Informationen planen die Deutschen demnächst ein...
Ivan! Ivan! Das ist bestimmt schon der deutsche Gegenangriff. Alexander, übernimm das Kommando und... Er ist ohnmächtig geworden. Ich kümmere mich um ihn, Alexander. Und tun Sie, was nötig ist.